Gute Morgen, ich bin Caroline Martin, Fotografin von 3 Naturparken. An der Morgen sind wir zu Leifrisch an der Stausee gemengt. Leifrisch hat eine von den 6 offiziellen Plagen am Stausee, dem Trinkwasserreservoir von ganz Lützeburg. Hier ist auch eine Basnautik, wo ich am Kader vom sogenannten Yachtclub segeln kann. Heute werde ich euch Tipps geben, wie ihr eine schöne Ambiancefoto macht von Wasserlandschaften. Eines der Probleme, die ihr begegnet, wenn ihr Landschaften auf Wasser fotografiert, das sind die ganz Reflexionen, die ich haben. Die habe ich auch, wenn ich Gebäude fotografiert, durch Glas oder was auch immer. Etwas, was ich benutzen kann, um sich zu helfen, das ist ein Polfilter. Wenn ich den dreht, kann ich die Reflexionen minimalisieren. Die Farben gehen dadurch auch viel mehr kraftig. Und das ist ein Effekt, den ich nicht am Computer reproduzieren kann. Das Filtern kriege ich von verschiedenen Herstellern auf verschiedene Größen für die verschiedenen Objektive. Wir sind an der Grundmille zwischen Eschdorfer Lölz beim Wanderweg. Und ich weiß nicht, wie die fließenden Bewegungen an Wasser kriegt mit Stativ und Filter. Am nächsten Teil unserer Serie habe ich euch erklärt, wie das Zusammenspiel aus zwischen Fitas, Blend und ISOen. Auf diesen Teil werden wir uns auf Fitas konzentrieren. Wichtig ist es für diese Art von Fotografie auf ein Stativ zurückzugreifen. Wenn man immer länger lose Fitas schafft, kriegt es verwackelte Bilder. Schon einen Polfilter drauf. Wir können mit der Vitas ein bisschen raufzugehen, auf die Farben Wasser zur Geltung zu bringen.